Video mit meiner schönen Honda NC750 SA. Wie ich früher gefahren bin und wie ich heute fahren. Ein bisschen Erfahrungsberichte und Erfahrungswerte von mir. Ich fahre mittlerweile schon etwa 9 bis 10 Jahre TÜV jetzt. Und zwar das erste ist, was ich eigentlich früher immer gemacht habe, einfach auf den TÜV steigen und einfach fahren. Ich habe es genossen, die Freiheit. Ich habe es genossen, einfach auf 2 Rädern zu ziehen und fertig. Aber TÜV fahren ist viel mehr. Es tut jetzt wieder so deep, ich weiss. Aber das TÜV fahren ist ja nicht nur wirklich das, dass man frei ist und dass man cool ist und dass man laut ist und dass man ein geiles Sieg ist. Sondern es ist zum Beispiel, eben wie gesagt, vorausschauend zu fahren. Wirklich gerade hocken, bis zu dem Haus ganz vorne zu schauen. Aber auch gleichzeitig schauen rechts. Gleichzeitig links, was überall rausschiessen können. Dann je nachdem auf die Straße schauen. Weil es auch eben halt Kies, Öl, was auch immer auf der Straße kann haben. Und es ist natürlich eine mega Kopfsache. Also TÜV-Fahren ist für mich mega eine Kopfsache. Das heisst, du mal, wo du für TÜV steigen und du merkst, hey, ich bin irgendwie so im Hinterkopf immer irgendwie bei anderen Gedanken, dann solltest du irgendwie die aus dem Kopf rausbringen oder vielleicht auch gar nicht fahren, weißt? Also, für mich ist es so, zum Beispiel, also für mich gibt es jetzt nicht die Option, dass ich nicht TÜV fahre, wenn es nur so eine scheiß Kopfsache ist, oder? Sondern für mich wäre es dann, hey, habe ich noch Zeit? Gut, ich habe noch Zeit. Hey, habe ich noch Zeit? Ja, ich habe noch Zeit, gut. Dann haltest du mit dem kühlen Kopf also nicht einfach so auf der Straße anhalten, sondern da natürlich, wo man darf. Und da ja wieder schauen. Schaut da Kies, nicht, dass es so gerade beim Pausenmachen anleitet. Schön Kopfsache. Oh, schau, dass du durchfahren kann, wenn etwas ist. Kannst du dich anstellen. Auch mal kurz durchschnaufen, die Landschaft geniessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss schnell die Zündung abschalten. Ich finde das ganz wichtig, dass man wirklich mit dem Kopf viele Sachen ist vom TÜV fahren. Vielleicht bist du am Anfang, wenn du auf den TÜV gestiegen bist fit und dann schiesst dir irgendein Gedanke in den Kopf. Das kann ganz gut sein, oder? Schau, den Gedanken verlieren. Probieren, den Gedanken zu verlieren, nicht mehr daran zu denken, an irgendeinen Scheiß, was war. Weil du musst wirklich 100% nicht bei der Sache sein. Beim TÜV fahren, ein bisschen beruhigen. Ist alles nicht so schlimm. Und dann starten und schauen, hören, wie man das gelernt hat. Und dann weiter. Das ist wichtig, der Kopf muss frei sein. Du brauchst so viel Konzentration, das ist nicht normal. Du brauchst wirklich viel Konzentration. Weit vorausschauen, da könnte es auch immer sein. Jetzt vielleicht weniger, aber hat es auch schon gegeben. Dass jetzt Wildtiere über die Straße rennen. Wie gesagt, ist jetzt nicht so wahrscheinlich, wenn es so hell ist alles, aber habe ich auch schon gehabt. Und was auch ganz wichtig ist, nicht nur auf euch zu schauen, auf euren Körper, ob ihr fit sind oder nicht, ob ihr irgendwelche Gedanken im Kopf habt, sondern auch schauen, ob der TÜV auch gut ist. Also ihr merkt das eigentlich schnell, wenn ihr den TÜV schon ein paar Monate habt oder vielleicht auch schon nach ein paar Tagen, merkt ihr, wenn der TÜV falsch läuft, wenn irgendetwas ist, wenn ihr zu wenig Luft habt oder wenn etwas mit der Kette nicht stimmt oder allgemein die Power nicht so da ist. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass beim TÜV-Fahren, dass da wirklich viele Sachen zählen. Deine geistliche Gesundheit oder geistige Fitness, wie du drauf bist, wie der TÜV drauf ist und wie die Strassenlage ist. Ganz wichtig und dann natürlich auf die anderen Leute zu schauen. Und wichtig ist halt bei mir zum Beispiel, ich bin einer, der sich sehr gut im Griff hat mit Emotionen. Also es gibt Leute, die haben gar keine Impulskontrolle, oder? Die haben Streit gehabt, die steigen auf den TÜV und dann fahren sie mit, weiss ich nicht was für eine überhöhte Geschwindigkeit irgendwo in der Gegend rum und gefährden sich und andere. Und bei mir ist das zum Beispiel gar nicht so. Also ich weiss, wenn ich irgendwie etwas hatte und ich gehe auf den TÜV, das hat miteinander nichts zu tun. Das hat miteinander nichts zu tun. Nicht irgendwie mit qualmenden Reifen vom Parkplatz abfahren oder irgendetwas. Weil das Ding ist, es bringt gar nichts,
Du machst nur den TÜV kaputt oder das Fahrzeug und je nachdem machst du strafbar etc. Das ist halt so gut, dass ich wirklich, darum, ich habe auch schon früher, sag ich jetzt mal, mit TÜV-Fahren an, also früher es geht, es gibt Leute, die fangen schon mit 10 Jahren irgendwelche Pitbikes und so zu fahren, aber ich bin, was bin ich gewesen? 23, 24, keine Ahnung. Ja gut, so früh ist es eigentlich nicht, gell? Das ist eigentlich eher spät. Aber ich bin relativ fit gewesen, finde ich. Und habe relativ gut geschaut. Es hat eigentlich nie eine brenzliche Situation gegeben. Gut, das hat nicht nur, das ist auch einfach auch Glück. Das ist ja nicht nur dein Können, gell, beim TÜV-Fahren. Wie wir wissen. Ja, ich gerne machen, weil ich weiss, viele Junge, die haben wirklich keine Ahnung und dann sind sie hässig auf die neue Freundin oder auf irgendeinen Kollegen oder so und dann fahren sie aus Emotionen raus und das solltest du wirklich vergessen, beim fahren. Aus Emotionen raus ist einfach scheiße beim TÜV fahren.